Ich weiß nicht, kennst du das auch, wenn einer so sagt, der Schein trügt? Kennst du auch, oder? Ich hab jetzt auch vor kurzem hab mir auch gedacht, jetzt weiß ich, warum man das so sagt. Und zwar, das ist mir jetzt erst bewusst worden. Und da hat mir einer einen Geldschein gegeben. Dann sage ich, ja Moment, halt, das ist ja überhaupt kein 500er. Das ist ja nur aufgebrezelt, ein teuer geschminkter 200er. Ja, wie der sich aufgemaschelt hat, so ein Angeber da. Ich glaube, ich bin. Ich kenne den zwar nicht näher, aber ich sehe ihn auch sehr selten. Aber trotzdem hätte ich das von dem 200er nie gedacht. Wenn man ihn allerdings genau anschaut, das ist ja nicht einmal ein 200er, ich glaube, das ist nur ein 100er. Aber dem 100er, weißt du was, dem traue ich von Haus aus nicht, denn das ist bestimmt ein verkleideter 50er mit fremden Klamotten oder so. So ein falscher 50er, also wirklich. Wenn man dem die Maske runterreißt, da kommt wahrscheinlich sowieso nur ein 20er zum Vorschein. Das ist alles Lug und Betrug. Und auch den 20er, den schaue ich mir mal genau an. Weißt du was? Wenn sich der auszieht, dann bleibt am Ende wahrscheinlich nur noch ein 10er übrig. Ich bin schon gespannt, wie der nackt ausschaut. Also ehrlich, da muss ich wirklich sagen, das ist der Wahnsinn. Ein Lug und Betrug, wo du schaust. Womöglich ist es nicht einmal ein richtiger 10er, sondern ein Kleinkrimineller, ein 5er wahrscheinlich nur. Jetzt wäre ich an diesem Verkleidungskünstler, dem wäre ich fast auf den Leim gegangen. Zum Glück habe ich ihn aber dann noch erkannt, den Aufschneider, den elendigen. Da wenn du nicht aufpasst, weißt du was, da bist du aber sowas von angeschmiert. Einen 500 steckst du dir ein und am Ende hast du nur einen windigen Hochstapler, einen 5er in der Hose. Aber Strafe muss sein, den lass ich jetzt so lange in meiner Hose, bis ich einen 1er hab.